Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare Video. Ja Leute, damit gehen wir rein in die Kommentare zum Spiel beim VfB Stuttgart. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. In der Regel ist es so, wenn wir erfolgreich sind, so wie wir es waren, sind eigentlich immer relativ wenig Kommentare. Von daher verwundert mich es ein bisschen, dass diesmal auch 120 sind oder sowas. Vielleicht gibt es 3, 4 Diskussionen oder so. Ihr wisst, die überspringe ich. Mir geht es um eure Hauptkommentare, da gehe ich drauf ein. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, wird ein bisschen daran gelegen haben, dass wir so gut gespielt haben ohne Kimmich. Vielleicht auch, weil wir mit so wenig Ballbesitz gespielt haben. Mal schauen. Wir haben ja gestern schon im Stream ein bisschen darüber gequatscht. Ein bisschen ist gut, 4 Stunden Stream. An dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank an alle, die da waren. Hat mir Spaß gemacht. Und damit gehen wir rein. FC Bayern Fan Forever. Hochverdienter Sieg von uns. Das war einer der besten Leistungen von uns. Kane einfach Maschine, Pavlovic und Kim top. Wir waren von Anfang an hellwach. Gebt mir Zuversicht für Wolfsburg. Ja, können wir so stehen lassen. Martin Schneider, das Spiel war richtig schön. Das habe ich gar nicht so erwartet. Kane, wenn es uns um Abschluss und Positionierung geht, einfach Weltklasse. Gerade die Abschlussgefahr ist einfach wunderschön. Gibt den Mitspielern das Gefühl, wenn der Ball zu Kane kommt, macht er den rein. Ja, der ist schon stark vom Tor, ne? Plus so viel mehr. André, für mich das beste Spiel, das ich dieses Jahr gesehen habe. Ja, es war auf jeden Fall sehr unterhaltend, ne? Also mir hat es auch richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Wir haben keinen langweiligen Ballbesitz gehabt. Immer wenn wir Ballbesitz hatten, war es super ansehnlich, war kombinationsreich, war gefährlich, war gut. Maximilian, super Teamleistung. Jeder hat gekämpft. Kim war meiner Meinung nach sehr stark und hat sich das Tor dann auch verdient. Jo. WhatsApp. Gut, dass Tuchel zu dieser Aufstellung gezwungen wurde. Wenn er jetzt nicht gesehen hat, dass wir mit Pavlovic einen guten und echten Sechser haben und schau, der kann sogar gute Ecken und Freistöße schießen. Pavlovic und Kane für mich die besten heute und Kim. Hinten nichts zugelassen, der Rest war auch echt gut von den Jungs. So muss das sein und so erwarte ich auch die Einstellung. Tolles Spiel zum Schauen und dieser ganze Ballbesitz-Fußball bringt nicht immer was. Hoffentlich lernt Tuchel daraus. Aber wir kennen ihn ja mit seinen Unantastbaren. Ja, leider können wir davon ausgehen, dass solange König Kimmich da ist, wird König Kimmich auch auf der 6 spielen. Minas, das Spiel des Jahres für mich. Weniger Ballbesitz heißt auch mehr freie Räume für Sané, Musiala, Davies und Co. Ich habe nie verstanden, warum wir auf ständigen Ballbesitz als Plan stehen. Ansonsten, Pavlovic war überall, hat eine süße Flanke und war der Schlüssel. So dicht und stabil im Zentrum habe ich uns seit langem nicht gesehen. Man sah das Spiel über 90 Minuten ohne Stress. Also mit Pavlovic ist deutlich eine andere Mannschaft. Ja, ich will das jetzt gar nicht nur am Pavlovic festmachen. Pavlovic war mega stark, ist ein super Talent. Ich habe schon seit Wochen gebetsmühlenartig gebetet, dass man denen einfach mal eine Chance geben sollte. Aber auch Leimer, Goretzka war stark gegen Dortmund zum Beispiel. Ja, also aber klar, so defensiv stark, wie es jetzt gegen Stuttgart war, lag aber natürlich auch daran, dass wir als Mannschaft generell ein bisschen defensiver standen. Zum Thema Ballbesitz ist halt immer so eine Sache, ne? Wenn du gegen Freiburg spielst oder was weiß ich, Köln, sonst wen, ja, die wollen den Ball gar nicht haben. Weil die gar kein Interesse daran haben, so wie Stuttgart den Ball zu haben und versuchen uns irgendwie spielerisch zu kitzeln. So, hier, das ist so das Problem, warum wir dann immer 60-65% Ballbesitz haben. Weil der Gegner den Ball eigentlich gar nicht haben will. Der Gegner will einfach nur einen Ballgewinn haben, den Ball schnell in die Spitze bringen und versuchen irgendwie einen Torabschluss. So, das ist die Strategie der meisten, wenn die gegen uns spielen. Mal abgesehen von 4, 5 Mannschaften, ne? Servando, seit langem mal wieder eine richtig gute Leistung. Pavlovic und Müller heute überragend. Die Mannschaft sehr ballsicher und viele Ballkombis. Endlich mal wieder als Team gespielt. Die Chancenverwertung war mangelhaft. Das Spiel hätte locker 6:0 ausgehen können. Aber trotzdem mal wieder schön, so ein Spiel zu sehen. Ich habe echt nichts gegen Kimmich und zurzeit tut er mir auch wirklich leid. Aber man sollte mal das Mittelfeld nach heute hinterfragen. Es gab mehrere Spiele, die besser gespielt wurden ohne ihn. Vom wenigen Ballbesitz habe ich nichts gemerkt. Wir waren immer präsent, wenn es sein musste. Ja, also mir ist das im Spiel auch gar nicht so aufgefallen. Mich hatte auch die Statistik dann ein bisschen überrascht nach dem Spiel. Von wegen Ballbesitz. Ich habe schon gedacht, so zum Ende wären wir auf 50-50 gekommen. Ja, war schon wild, das zu sehen, dass es doch nicht so war. Hat man, wie du auch selber sagst, nicht so gemerkt. Zum Thema Kimmich. Ich habe auch nichts gegen Kimmich.
Ja, ich habe einen Kimmich auch letzte Saison und davor die Saison, wo schon die Leistungen schlecht waren, habe ich ihn auch noch immer verteidigt. Aber diese Saison haben wir es gesehen. Ja, nicht nur jetzt Stuttgart, auch Dortmund, auch da, wo ein Pavlovic noch reinkam, dann was war es andere, Heidenheim oder was, wo ein Kimmich nicht da war. Sorry, Josh, du bist kein Sechser. Punkt. Das wird er auch nie sein. Ja? Und ich habe es gestern im Stream schon versucht zu erklären, so ein bisschen, wenn Kimmich auf dem Platz ist der Sechserraum oft frei, weil Kimmich vorne ist und nicht schnell genug mit nach hinten kommt, weil er das gar nicht kann. In der Rückwärtsbewegung wird er oft überspielt oder kommt gar nicht erst in den defensiven Zweikampf rein. Dadurch ist natürlich dann da eine Lücke. Das versucht natürlich dann meistens ein Innenverteidiger zu lösen. Dann rückt ein Innenverteidiger aus der Viererkette raus. Oder ein Innenverteidiger muss außen aushelfen, weil der Sechser nicht da ist, um außen auszuhelfen. Dadurch ist eine Lücke wieder in der Kette. Deswegen steht die Kette auch nie stabil, mal auf einer Reihe. Das zieht halt alles Wellen nach sich. Ja, wir haben gesehen, wenn ein Sechser da ist oder zwei Sechser da sind, Guerrero war auch sehr stark, ja, gerade in der Rückwärtsbewegung am Anfang, die dann außen aushelfen, so dass ein Innenverteidiger gar nicht seine Position verlassen muss, so dass sich ein Innenverteidiger mal auf die Aufgaben, die er als Innenverteidiger zu erfüllen hat, ja, und den Bereich, den er als Innenverteidiger abzudecken hat, konzentrieren kann. Und dann haben wir gesehen, wie stark unsere Innenverteidiger sind. Das sehen wir aber sonst nie. Weil der Sechserraum nicht gegeben ist und der Sechser ist dann auch, wenn er nicht in seinem Raum ist, nicht außen, um da auszuhelfen, weil da gerade eine Überzahl ist. Nee, der steht irgendwo vorne rum und er versucht irgendwie nach hinten zu hechten. Ja? Das ist das große Problem, was wir haben. Und sorry, Josh, das geht nicht. Punkt. Ja? So, und das müsste er schon mehr begriffen haben wie der andere. Ich meine, das Spiel gegen Dortmund, danach war Kimmich ja dann mal 1, 2 Spiele echt auf seiner Posi. Da hat das ja begriffen, hat er mal gesagt, oh, Scheiße, ohne mich haben die ja richtig gut performt. Ja? Da muss er dann mal die Arschbacken zusammenkneifen. Ja, das hat dann irgendwie 2,5 Spiele angehalten und dann war wieder wilder Hühnerhaufen hoch 10. Also, ja, da muss man sich da nicht wundern, ja. Und dass er die Schelte kriegt, auch von mir, dass er von mir kritisiert wird, liegt einfach daran, dass er sich vor der Saison hingestellt hat gesagt, ich bin hier der Sechser. So, Punkt. Das ist das ganze Thema, ja. Hätte er da die Fresse gehalten, würde er nie diese Kritik bekommen, die er gerade kriegt. Ja, dann würde die Kritik Tuchel bekommen, weil Tuchel ihn da hinstellt. So. Ich nehme Tuchel auch mit in der Verantwortung. Als Trainer muss er das sehen, ja, und muss darauf reagieren, aber da hat er nicht die Eier für. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, da muss man jetzt kein Mitleid mit dem Kimmich haben. Kimmich hat sich vor der Saison dahingestellt, hat das so geäußert und dann wird er an seinen Worten gemessen. Und das, was wir bisher diese Saison gesehen haben, war, glaube ich, 3-mal eine gute Leistung von ihm auf dieser Position. Der Rest war maximal Durchschnitt mit ganz, ganz vielen Peaks nach unten. Also, sorry, kein Mitleid dafür. Was nichts damit zu tun hat, dass er ein schlechter Mensch ist oder sowas. Ja, es geht nur um die rein sportliche Leistung. Und ja, das Grab hat er sich selber gegraben mit seiner Aussage, ich bin hier der Sechser. Da muss er das auch liefern und das tut er nun mal nicht. Für mich Müller Man of the Match mit all dem Druck, wo mal ein Trainer ihn aussortieren will und all den Verletzungen, wo er sich ständig in die Faust beißt, aber immer positiv bleibt. Hammer Müller-Spiel. Ja, sage ich gleich was zu. Habe ich ja gestern auch im Stream schon ein bisschen was zu gesagt. Ich denke einfach, Müller ist jetzt auch, also er weiß selber, dass er am Ende seiner Karriere ist. Ja, ich glaube, er sieht das jetzt ein bisschen lockerer, wie es noch vor 2 Jahren unterm Kovac war, ja, wo ihn das noch richtig getriezt hat. So. Ich denke, er weiß selber, was sein Leistungspotenzial ist. Er weiß auch, dass er nicht mehr jedes Spiel 90 Minuten spielen kann. Aber wenn man ihn dann natürlich zweimal einen Choupo-Moting auf der 10 vor die Füße knallt, ist das natürlich auch ein Schlag in die Fresse. Ja. Und dass er da ruhig geblieben ist, da bin ich bei dir, absolut Chapeau. Ja. Und dass Müller gerade in diesen Spielen halt wichtig ist, denke ich, hat man gesehen einfach auf dem Feld. Ja. Und man hat es auch in den ersten 12 Minuten wieder gehört, wo die Fans ruhig waren. Aber ja, das sieht jeder ein bisschen anders, aber ja, ich verstehe dieses ganze Müller-Thema nicht so wirklich, warum Tuchel da irgendwie so... Bei Müller ist er so rigoros gefühlt und beim Kimmich ist er so rigoros in die andere Richtung. So, das Einzige, was ich da sehe, ist,
ja, er will den Verantwortlichen unbedingt unter der Nase reiben, dass er keinen Sechser gekriegt hat und mehr einen Sechser braucht. So, das ist so das Gefühl. Eine andere These finde ich einfach nicht, warum Kimmich immer noch auf der 6 spielt. Adrian. Defensiv so ein gutes Spiel. Alle haben mitgemacht und aggressiv verteidigt. Schon komisch, dass es ohne Kimmich und Goretzka so stabil ist. Würde ich das beibehalten, einfach nach Leistung aufstellen. Ja, ich habe es ja auch schon gesagt. Ich weiß gar nicht, ob man das in Kimmich... Gut, du kannst in Kimmich natürlich ankreiden, so von wegen Positionstreue. Da müssen wir nicht drüber reden. Ich habe es gerade versucht, ein bisschen zu erklären. Was aber noch auffällig ist, dass wenn Kimmich nicht auf dem Platz ist, jeder sich reinhaut und jeder irgendwie Verantwortung übernimmt und jeder für den anderen mitarbeitet. Ja, all das ist super selten zu sehen, wenn Kimmich auf dem Platz ist. Ich habe immer so das Gefühl, so Kimmich, das kreide ich auch gar nicht in Kimmich an, aber wenn Kimmich da ist, denken alle so, ach ja, alles gut, der Kimmich ist ja da. Der übernimmt schon die Verantwortung, der will das unbedingt, der ist ja so verantwortungsgeil. Alles gut, da kann ich mir das schenken. Ne? Oder vielleicht, ja, ich will den Kimmich da nicht reingrätschen, da fühlt er sich wieder angegriffen oder was weiß ich was, keine Ahnung. So kommt das rüber irgendwie. Wenn er nicht da ist, nehmen ganz, ganz viele Spieler Verantwortung, stellen sich mehr rein, hauen sich mehr rein. Wie gesagt, das will ich gar nicht den Kimmich ankreiden. Ja, aber man sieht's halt einfach. Und das ist ja jetzt kein Einzelfall gewesen gegen Stuttgart. Ne? Dann könnte man dieses Fass ja auch gar nicht so aufmachen. Aber es ist mal wieder ohne den Kimmich besser. Und das nicht gerade gegen schwachen Gegner. Ne? Lodek, ich finde, Afonso hat seit langem mal wieder ein echt gutes Spiel gemacht. Lieber 40% Ballbesitz mit dem Zug zum Tor als 70% Ball- und Hergeschiebe. Hätte gerne auch mehr Tore sein können. Ja, bin ich bei dir mit dem Ballbesitz. Und ja, Fonsi hat mal wieder ein gutes Spiel gemacht. Ja. Hat zwar immer noch 1, 2 Wackler drin gehabt, aber dass du jetzt einfach so den Schalter umlegst von super schwach zu super stark, geht halt auch nicht. Aber ich denke, man hat gesehen, dass er, wenn er möchte, da ist. Dan the Man. Das war das erste Mal in dieser Saison, dass man den FC Bayern als Einheit gesehen hat. Ja. Volle 90 Minuten. Pavlovic war sowas von stark, Wahnsinn. Der legt 3 Tore mit Standards auf. Das schafft Kimmich in seiner ganzen Saison nicht. 3 Tore, weil das Tor von Kim einfach kein Abseits war. Ja, bin ich bei dir. War eine Frechheit. Bin ich auch bei dir. Das waren 11 Freunde auf dem Feld. Kane macht die Buden, Müller hat gecoacht und organisiert. Pavlovic hat die Holding Six perfekt ausgeführt. Guerrero auch sehr stark. Opa, Davis, Kim und Leimer alle echt stark. Ich würde mit dieser 11 immer starten. Ja. So einfach ist es ja nicht. Wir haben ja auch gehört, Tuchels Aussagen mit Pavlovic, wir müssen die Kirche in meinem Dorf behalten. Nochmal, man hätte Pavlovic am Anfang der Saison bringen müssen. Meiner Meinung nach. Du hättest die Zeit gehabt, ihn zu testen, zu sehen, hat er das Niveau, auch über eine längere Zeit, ja. Macht er vielleicht auch den nächsten Step nochmal, hat er das Niveau für den FC Bayern. Dann hättest du gesehen, ja, hat er. Alles klar, wir setzen auf den Pavlovic. Du hast ja trotzdem noch Alternativen mit dem Leimer, mit dem Goretzka, mit dem Guerrero, die diese Position auch zur Not spielen können. Oder sogar mal Kimmich, wenn Not am Mann ist. Oder halt nicht. Und dann hättest du in der Winterpause halt den Palinja oder wen auch immer verpflichten können. So. Tuchel redet das natürlich jetzt wieder klein mit dem Pavlovic. Fragt euch mal warum, weil Tuchel unbedingt den Palinja haben will. Der will einen gestandenen Spieler haben, der Erfahrung hat, der da sofort Sicherheit reinbringt. Wir werden sehen, ob der überhaupt passt, ob das in der Kaderchemie stimmt, bla, Sülz. Kann natürlich alles super passen mit dem Palinja. Sollte es Palinja werden, kann ja auch noch jemand anders werden. Aber natürlich wieder absolute Arschkarte für einen Pavlovic dann. Ja. Ich meine, ich würde es dann fühlen, was ich ja auch schon sagte, wenn wir mal 15, 16 Spieler mit ins Boot nehmen würden und nicht nur immer 11 Spieler, die spielen. Ja, dann würde ich sagen, ja, alles klar, wenn Pavlovic so seine Spielzeit kriegt, so von 30 bis 45 Minuten mal so ein bisschen, je nachdem, welche Spiele das sind und so weiter, dass er sich entwickeln kann, würde ich sagen, alles gut, kannst du ruhig machen, so ein Move. Aber der wird keine Spielzeit mehr bekommen. Wenn wir einen Sechser verpflichten für 50, 60 Mille, ja, dann tut's mir leid, dann ist wieder ein gebürtiger Münchner, der für den FC Bayern brennt, der Potenzial hat, sich zu entwickeln, ist dann wieder außen vor. Dann geht's wieder darum, verleihe ich ihn 1, 2 Jahre, weiß ich nicht. Uns fehlen da einfach die Eier. Aber das ist so eine Geschichte, die ich in Tuchel ankreide. Ja, ich denke, der Verein hat das klar kommuniziert, welche Ziele er hat in Zukunft. Und da hätte man einfach die Eier haben müssen zu sagen, hier, ich
wird den Pavlovic jetzt mal ausprobieren auf der 6. Ja. Oder ein Leimer oder sonst wen, aber man hätte den Kimmich da wegnehmen müssen. Erst recht, wenn man vor der Saison sagt, Kimmich ist für mich kein Sechser. Was ja okay ist. So, dann stell ihn auf der 8, stell ihn als rechten Verteidiger, ist doch gut. Geht doch nicht darum zu sagen, ich setze einen Kimmich auf die Tribüne. Ja. Gut, wenn die Leistung nicht stimmt oder er keinen Bock hat auf eine andere Position, ja, dann drauf geschissen, Alter. Dann setz ihn auf die Bank und gut ist. So. Aber er muss das auch mal akzeptieren. Ich meine, wenn er selbst reflektierend ist, weiß er selber, dass er die Sechserrolle nicht gut spielt. Ganz einfache Kiste. Klaus Bob, mein neues Traumduo, Guerrero und Pavlovic. VfB Forza, Glückwunsch zum verdienten Sieg. Für uns geht es darum, eine sorgenfreie Saison zu spielen. Ja, also ihr spielt doch eine sorgenfreie Saison. Ja, also ihr habt ja jetzt schon mehr Punkte, als ihr euch erhofft hättet. Ja? Und ich denke auch, dass das weitergeht. Ja. Also wie gesagt, ich war schwer beeindruckt von der ersten Halbzeit gegen Leverkusen. Aber Leverkusen hat euch halt auch den Gefallen getan und hat versucht, ihr Spiel durchzudrücken. Ja, der FC Bayern hat sich tiefer gestellt und hat euch damit den Zahn gezogen. Ne? Was ein bisschen nicht das normale Bayern-like ist. Da muss man Tuchel ja mal loben. Ne? Das hat er ausgecoacht halt. Aber ansonsten, wie gesagt, ich habe die erste Halbzeit gesehen. Ich habe das Spiel gegen Leverkusen gesehen von euch und das war ja der beste Fußball, den ich diese Saison gesehen habe. Eure erste Halbzeit, also das muss man neidlos anerkennen. Also da sind wir Welten von entfernt. Ja, wir haben jetzt mal ein gutes Spiel gemacht, ja, ein bisschen andere Strategie und so weiter. Werden wir mal sehen, inwieweit das in Zukunft so kommt oder nicht kommt. Also ich stelle mich jetzt nicht hier hin und sage, ja, das ist jetzt unser neuer Fußball. Also da sind wir meilenweit von weg, ja. Und wir sind auch meilenweit davon weg, dass wir als Team auftreten. Ja, gegen Stuttgart war das mal so, weil irgendwelche egoistischen Protagonisten nicht dabei waren. Wir werden mal sehen, was die Zukunft bringt. Also bei euch ist es, wie gesagt, es war ein super Spiel, sich das anzugucken. Gegen Leverkusen. Hut ab. Casa, Servus und Glück auf. Als die Ausstellung bekannt gegeben wurde, habe ich mich sehr gefreut, dass Pavlovic und Guerrero heute eine Chance als Doppel-6 bekamen. Dass das nur daran lag, weil Kimmich und Goretzka krankheitsbedingt ausfielen, erfuhr ich erst später. Ja, Guter. Das hast du ja aber wohl nicht sich ernsthaft gedacht. Du hast halt wohl nicht ernsthaft gedacht, dass Kimmich auf der Bank sitzt, oder? Aber meine Freundin hatte sich dann mehr als bewahrheitet. Beide spielten eine klasse Partie, waren gut aufeinander abgestimmt und ergänzten sich prima. Ja, und das, obwohl die nie zusammengespielt haben. Ja, und beide keine Spielpraxis haben. Das darf man alles nicht vergessen. Jetzt stellt euch mal vor, die hätten noch Spielpraxis. Die wären noch eingebunden. Wir würden 15, 16, 17 Spieler einbinden in unsere Spiele und nicht nur immer 11 Spieler und dann mal irgendwie, wenn Not am Mann ist, nur einen reinwerfen. Stellt euch das mal vor. Das frühe 1:0 war natürlich Gold wert. So nahm man in dem VfB gleich Wind aus den Segeln und man zeigt auch über 90 Minuten, dass es heute für Stuttgart nichts zu holen gab. Sehr souveräne Vorstellung, auch wenn man ungewohnt wenig Ballbesitz hatte. Kane macht halt einfach da weiter, wo er angefangen hat. 20 Tore nach 14 Spielen. Wenn der sich nicht verletzt, wird Devers Rekord eingestellt. Minjay und Opa heute Bären stark, ebenso wie Pavlovic, der mit seiner stoischen Ruhe, Übersicht, sichere Ballverteilung und starken Standards gleich mit 2 Torbeteiligungen dabei war. Zusammen mit Guerrero war das heute deutlich erfrischender als das bisher ausrechenbare und starre Geschiebe, wie es Kimmich und Goretzka seit längerer Zeit tun. Jo. Oder seit längerer Zeit zeigen. Aber Tuchel hat ja in der PK gleich mal wieder ordentlich auf die Bremse getreten, was bedeuten wird, dass Pavlovic genau wie Tell und Kretzig einfach weiter darauf warten müssen, dass die Konkurrenten nicht spielen können. Ja, leider Gottes. Wobei man hier ja gar nicht von Konkurrenz und Chance-Nutzen sprechen kann. Tuchel hat seine Vorstellung seiner Stammelf und an der wird nur gerüttelt, wenn Ausfälle ist erzwingen. Ja, leider. Pavlovic hat die Leistung, die er über 90 Minuten gegen den VfB gezeigt hat, schon gegen Dortmund und in der Vorbereitung gegen international starke Gegner gezeigt. Ja, ganz genau. Wie bei Tell wird man einfach hoffen müssen, dass nicht ein anderer Verein ihn unbedingt haben will und sie selbst es in München durchziehen wollen, auch wenn sie so lange hinten anstehen, wie Tuchel Trainer ist. Ja gut, die Angebote werden kommen jetzt, wa? Hat man ja schon gelesen in der Presse. Die Angebote werden kommen. Ja? Und es wäre auch super, wenn er irgendwo spielen könnte. Wenn wir ihn nicht spielen lassen wollen, wenn wir ihm jetzt wieder da irgendeinen Anführungsstrichen Star vor die Füße stellen, ja, also dann kannst du nur hoffen, dass er wechselt, ja, also ausgeliehen wird und Spielpraxis bekommt aber nochmal,
Wir haben die Spiele alle gesehen. Wir haben das Spiel gegen Stuttgart gesehen, wir haben die 30 Minuten gegen Dortmund gesehen, wir haben das Spiel gegen Heidenheim gesehen, wo er gespielt hat. Das ist doch nichts, wo man sagt, ja, der braucht jetzt aber noch unbedingt Zeit, der muss sich jetzt unbedingt noch entwickeln, der muss jetzt unbedingt noch ruhiger werden, der muss unbedingt noch Standards trainieren, der muss unbedingt dies. Nee, wir sehen doch, dass es reicht. Ja. Und das war gegen Dortmund und Stuttgart, also das war jetzt nicht gegen Fallobst. Ja. So, diese Argumente verstehe ich halt nicht. Deswegen sage ich, es ist so traurig, dass dieser Spieler nicht einfach mal in der laufenden Saison mal durchgezogen wurde und eingesetzt wurde. Ja. Dass man sich mal hätte ein besseres Bild machen können. Natürlich ist er ein junger Spieler, wird Leistungsschwankungen haben. Sieht man beim Musiala, sieht man beim Fonsi, natürlich. Er ist noch in der Entwicklung, er wird Leistungsschwankungen haben, natürlich, völlig normal. Aber das muss man dann auch mal durchziehen. Also ich denke, guckt euch die Leistungsschwankung von Kimmich an. Ja, da kannst du auch einen Pavlovic auf dieser Position durchziehen. Ich denke, er wird weniger Leistungsschwankungen haben, wie es ein Kimmich hat. Und deswegen ist das alles so schade und so traurig. Ja. Und man hat gleich wieder gesehen, was Tuchel von dem Spieler hält. So. Ja. Punkt. Tuchel ist halt einfach kein Trainer für junge Spieler bei uns. Er will beim FC Bayern, so wie es bei Paris und Chelsea war, das ist meine Vorstellung vom Fußball, ich brauche Spieler A, B, C, D, dann gibt's ja den Tuchel die und dann hat der Tuchel Erfolg. So, Punkt. Das kann er, ja, keine Frage. Er hat aber einfach keinen Bock, Spieler zu entwickeln. Hat er nicht. Ja. So macht er nicht den Eindruck. Und das ist super schade. Also Mathys Tell, könnte schon auf einem ganz anderen Level sein. Grafenberg sieht man in Liverpool, was man hätte daraus machen können. Jetzt ist das Thema Pavlovic und Kretzig da. Es ist einfach so schade. Es ist einfach so schade. Und am Ende des Tages passt es dann auch nicht zur angeblich neuen Ausrichtung unseres Clubs. Ne? Man hat auch Tuchels Reaktion gesehen, wo er angesprochen wurde auf den Saragossa-Transfer. Also was das anbetrifft, schwierig. Aber haben wir im Stream genug drüber gelabert. Nicht falsch verstehen, ich bin ein großer Fan von Kimmich. Er ist für mich zusammen mit Müller das Gesicht des FC Bayern. Aber es ist einfach kein guter Sechser. Aber er ist einfach kein guter Sechser. Ich habe selbst fast 20 Jahre als RV Amateurfußball gespielt, bin ein ähnlicher Typ wie Kimmich. Und was für einen Sechser ganz wichtig, auch für die gesamte Mannschaft ist, dass dieser Spieler Ruhe ausstrahlt. Kimmich macht aber genau das Gegenteil. Er ist das, was wir in Bayern als Stresspinkel bezeichnen. Wie ein nervöser Terrier neigt er dazu, alle um sich herum zu nerven. Ja, genauso ist es halt. Ne? Ihm reicht das halt einfach nicht. Man hat das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht tut man ihm da Unrecht, aber anscheinend reicht es in Kimmich nicht zu sagen, ey, ich sorge dafür, dass wir defensiv stark stehen, ich mache hier die Räume zu, ich eröffne das Spiel, ich verlangsame auch mal das Spiel, wenn es sein muss, ich mache das Spiel auch mal schnell, wenn ich meine. Also so richtig Alonso-mäßig, ja. Man hat das Gefühl, das reicht den Kimmich nicht. Kimmich will dann auch noch der sein, der es rausreißt, der dies macht, der das macht. Ja, ganz wild. Zudem wirkt er permanent überfordert, was sich auf die gesamte Mannschaft negativ auswirkt. Pavlovic ist ja auch auf Zack und ist immer da, wo er sein soll. Dabei bleibt er aber cool und verleiht der Abwehr und seinem Partner Sicherheit. Hat man gesehen, wie er und Guerrero sich wunderbar bei Angriffen abwechseln. Und mir braucht auch niemand einreden, dass ich mir das einbilde. Ich war oft genug im Stadion, auch gegen den VfB übrigens, und behaupte, sowas aus der Kurve sehen zu können. Was mich auch noch sehr geärgert hat, war die Aussage Tuchels auf der PK, dass man gegen den VfB die Mannschaft in den Vordergrund gestellt hat. Ja, da bin ich auch eskaliert, Alter. Was ein Schwachsinn, oder? Wie bitte? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Was macht er denn sonst? Hinten darf Kimmich machen, was er will und vorne hilft dann der liebe Gott, Sané und Kane. Ansonsten, damit ich nicht nur über Tuchel schimpfe, heute wurde der VfB eiskalt ausgecoacht. Selten sahen unter 40% Ballbesitz so souverän aus. Ja, habe ich ja auch schon gesagt, das erste Spiel, wo es mal Sinn gemacht hat, sich am Gegner zu orientieren. Ne? Chapeau an Tuchel dafür. Ob das so gelaufen wäre mit den anderen Protagonisten auf dem Platz, sei mal dahingestellt. Aber diese Aussage, ja, ich habe gesagt, die Mannschaft, ihr müsst als Mannschaft da sein, die Mannschaft steht im Vordergrund. Alter, ist ein Witz. Ja, das sollte immer so sein, in jedem Spiel. Ne? Also ganz wilder Take. Aber lässt dann tief blicken, ne? David Moon, wir haben auch in BVB 14 gewonnen, ohne Super 6 Joshua. Der bringt Langsamkeit und Unsicherheit in unser Spiel, wenn er auf der 6 spielt. Legion Ratzbona, das war diesmal die perfekte Aufstellung. Genauso sollten wir weiterspielen. Ohne Kimmich, mit Guerrero, mit Pavlovic, mit Müller war ein super Spiel.
Master D. Kimmich wird dieses Spiel mit einem weinenden Auge gesehen haben. Allerdings wird Tuchel Kimmich sowieso jedes Spiel machen lassen, außer er ist verletzt krank. Kimmich ist halt in einem Formtief, kann jedem passieren. Aber dennoch sagt Tuchel jedes Mal, dass er der wichtigste Spieler ist und sein absoluter Fixpunkt. Für mich ist das kontraproduktiv, denn so denkt Kimmich, dass er auf sein Leistungsmaximum ist und so weitermachen kann wie bisher. Kimmich ist im Formteam, kann jedem mal passieren. Ja, aber er ist im Formteam seit 2 Jahren. Ja, das ist, das kann dann irgendwann nicht mehr passieren, so, weißt du? Das ist schon wild. Zu dem Rest gebe ich dir recht mit dem Tuchel. Völlig unverständlich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, so von wegen, was er vor der Saison geäußert hat und ja, will mich nur wiederholen. Mr. Universe, man braucht nicht viel Ballbesitz, das Problem ist nur, wie du sagst, dass viele Mannschaften gegen uns aus Angst nur den Bus parken. Genau dieses Locken der Gegner und dann schnell umschalten ist das, was Tuchel eigentlich spielen lassen möchte. War auch in Teilen sehr erfolgreich gegen Dortmund zu sehen. In der Premier League konnte er es regelmäßig spielen lassen, weil dort die meisten Teams mitspielen und attraktiven Fußball spielen wollen. Leider gibt es in der Bundesliga zu wenig Teams davon. Pavlovic und Guerrero war eine wundervolle Kombination. Das Problem ist meiner Meinung nach nicht, dass Kimmich schlecht ist, sondern dass er nach wie vor kein defensiver Sechser ist. Und er mit Goretzka Leimer viel zu wenig harmoniert. Bayern muss entweder den Rohdiamanten Pavlovic schleifen oder einen fertigen Weltklasse Sechser holen. Die Doppel-6, Kimmich und Goretzka darf es so aber nicht mehr geben. Jo. Du willst es nicht, wenn du irgendwie Champions League was reißen möchtest. Der Kommentar. Nach der Leistung hat sich Pavlovic eigentlich gegen Wolfsburg einen weiteren Startelf-Einsatz verdient. Wehe, es spielt trotzdem Kimmich im nächsten Spiel auf dieser Position. Der ist gut, Alter. Dann verstehe ich Tuchel nicht mehr. Dann stellt er nicht nach Leistungsprinzip auf. Ja, das ist ja was wir hier auf dem Kanal seit Wochen äußern. Nicht nach dem Leistungsprinzip aufzustellen, ist des Trainers Untergang. Pavlovic bis Guerrero, Kimmich bis Goretzka. Ansonsten auch ein richtig gutes Spiel von uns. Der Auftritt war sehr erfrischend. Ja, also ich denke, wenn Kimmich wieder fit ist oder Goretzka wieder fit ist, werden die beide auf jeden Fall auflaufen. Da brauchen wir uns ja nicht irgendwie... Alles andere würde mich überraschen. Vielleicht, wenn man sagt, so, ach ja, die sind wieder mit im Kader, sind aber noch nicht fit. Dann könnte ich mir vorstellen, dass die beiden vielleicht nochmal anfangen dürfen. Aber ansonsten müssen wir uns da nichts vormachen. Also, weil das hätte man schon nach dem Spiel gegen Dortmund machen können, wenn nicht müssen. Ja? Dass man halt sagt, jo, wir tun den Kimmich jetzt mal woanders hin. Ja? Also, das ist da auch nicht passiert. Naji, Chapeau, 1A-Spielanalyse und Chapeau an Tuchel. Sich an den Gegner zu richten, war richtige Approach für diesen Match. Es ist doch offensichtlich, wie flexibel und Menschenfänger der Trainer ist. Der FC Bayern hat doch seinen Sechser, oder irre ich mich da? Ja, aber den hat er schon die ganze Saison, aber der bekommt halt keine Chancen. Ne? Triple, sehr abgeklärt und clever gespielt heute. Am Mittwoch noch 3 Punkte bei VW und das eine oder andere Transfer geschenkt zum zweiten Weihnachtstag und alles ist gut. PS, das hast du schön gesagt mit Pavlovic und der wenigen Spielpraxis. Der Junge wird, glaube ich, mal richtig gut. Ja. Wenn er die Spielpraxis kriegt, wenn nicht bei uns, dann woanders. Ich glaube auch, der hat so viel Potenzial. Mr. Hulas, wie so oft eine sehr treffende Analyse, danke dafür. Aber findest du nicht, dass man Neuers Leistung etwas höher hängen sollte? Ich fand Neuers Rolle im Defensivverbund heute stark. Im Sinne von spielerisch stark. Und das ist für mich genau der Grund, warum Neuer immer noch immens wichtig ist. Ich sage ja auch nicht, dass ein Neuer nicht wichtig ist. Ja? Oder dass ein Neuer nicht auch eine gewisse Sicherheit den Innenverteidigern gibt, dass sie beruhigter den Ball nach hinten spielen können und so weiter. Das will ich den Neuer ja gar nicht absprechen. So, aber Neuer wird natürlich auch nicht hier an Limit von Ulle gemessen oder von Nübel, sondern der wird natürlich hier oben dran gemessen. Ja? Und dann waren seine Bälle halt mal nicht ganz so präzise und dann, ich habe ihn jetzt auch nicht schlecht bewertet. Ja? Aber dann, so, was hat er zu halten gehabt? Konnte er sich groß auszeichnen? Also. Aber das ist ja auch völlig okay, wenn das jemand anders sieht. Ne? Hartmann, super Spiel, warum nur nicht immer mit dem Spaß daran? Pavlovic super gemacht, welche Ruhe und Gefühl. Opa mega konzentriert, käme endlich mal Potenzial gezeigt. Ja, haben wir ja gerade schon ein bisschen, oder ich habe es ein bisschen versucht zu erklären, woran das halt auch liegt. Einfach, wenn die Innenverteidiger mal sich nur auf ihre Räume konzentrieren können und auf ihre Gegenspieler, dann sieht das halt einfach auch mal so aus. Ja. Gandalf. Sehr, sehr gutes Spiel, vor allem Pavlovic super Auftritt und seine Ecken und Flanken einfach Bombe. Kann da Kimmich noch was lernen. Chris, also dieses Mal hat Tuchel Hoeneß ausgecoacht. Tolle Mannschaftsleistung fand ich. Zusammen verteidigt und dann schnell nach vorne gespielt, dem Gegner angemessen.
Auch das Gegenpressing hat mir gut gefallen. Alle, die von der Bank kamen, haben einen super Job gemacht. Vor allen Dingen Pavlovic hat ziemlich gut aufgeräumt und dann Bälle gut verteilt. Also alles, was Kimmich nicht kann. Auch seine Standards waren spitze. War überrascht, dass Sané dem Youngster den Vortritt gegeben hat. Also hat er doch schon einen gewissen Stellenwert. Leider muss er sich dann beim nächsten Spiel wieder auf die Bank setzen, weil Kimmich ja gesetzt ist. Ärgert mich jetzt schon. Ansonsten fand ich von uns eine tolle Leistung und hat mir Spaß gemacht. Ja, bin ich komplett bei dir. Banja, erst einmal guten Abend. Heute ein perfekter Weihnachtsabend in der Arena. Zum Spiel, wenn man was kritisieren kann, dann unsere Chancenverwertung und dass Sané die ersten 20 Minuten nicht nach hinten gearbeitet hat. Positiv, dass Tuchel endlich eine taktische und spielerische Facette gezeigt hat. Das ganze Team als Einheit aufgetreten ist. Dass wir gedoppelt haben, dass wir aggressiv von der ersten Minute waren und das Offensiv und Defensive. Dass wir aggressiv von der ersten Minute waren und das offensiv wie defensiv. Heute muss man jeden Spieler loben. Alle waren gut, keiner war besser oder schlechter als der andere. Man muss keinen hervorheben, da echt alle auf dem Punkt waren. Da gab es schon lange nicht mehr. Auch, dass es zu keiner Sekunde eine Schwächephase gab, selbst wenn wir nicht den Ball hatten. Das ist auch neu. Vielleicht haben wir das Spiel in Manchester etwas unterschätzt und Bayern war ähnlich stark. Egal. Heute war es einfach nahezu perfekt. Nee, ich fand, wir waren nicht ähnlich stark in Manchester. Aber gut. Das kann ja auch jeder immer so ein bisschen sehen, wie er möchte. Kannst du aber auch nicht vergleichen, weil da ein komplett anderes Zentrum gespielt hat. Eine schöne Show zum Abschluss, die von der Bayern-Familie erzählte. Darum kurz zu Kimmich. Im Chat zu PK, so wie auch hier in den Kommentaren geht es viel um ihn. Auch ich kritisiere ihn ab und an, aber nur mal eine andere Sichtweise. Ja, er ist nicht gerade in super Form, aber ist es alleine schuld, dass zum Beispiel Tuchel oder Nagelsmann ihn immer aufstellen? Vielleicht würden mal 2 bis 3 Spiele von der Bank ihm gut tun. Das hat doch Goretzka geholfen. Er hat sehr starke Spiele für uns gemacht. Ach, Pavlovic kann man trotzdem etwas loben. Etwas mehr loben. Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja, ich habe ja zum Thema Kimmich alles gesagt, wie da meine Meinung ist. Also ich denke, Kimmich ist ein guter Fußballer. Kimmich hat auch genug bei uns geleistet. Er ist ein verdienter Spieler. Seit 2 Jahren spielt er Grütze. Kriegt keine Konstanz rein, hat mal 2, 3 gute Spiele, ja, hat dann extrem schlechte Spiele, ansonsten seine Durchschnittsform ist nicht hier, seine Durchschnittsform ist hier. Dazu diese ganze Geschichte von wegen, ich bin hier der Sechser und Tuchel, gefühlt hat man, Tuchel knallt ihm rein die ganze Vorrunde, indem er ihn auf die 6 stellt, um ihm zu zeigen, du bist kein Sechser. Ja, guck dir an, was die Presse schreibt, guck dir an, was die Experten sagen, du bist kein Sechser. So, dieses Gefühl hat man irgendwo. Dass das alles an Kimmich nagt und so weiter, bin ich bei dir. Aber man muss kein Mitleid mit dem Kimmich haben. Kimmich hat sich vor der Saison dahingestellt, hat gesagt, ich bin hier der Sechser, dann wird er an diesen Worten gemessen und deswegen kriegt er von mir auch die harsche Kritik, die er kriegt. So, hätte er das nicht geäußert, würde ich gar keine Kritik an Kimmich mit der Sechser-Posi bringen. Dann würde ich nur seine Leistung kritisieren, die teilweise unterirdisch ist. Ansonsten würde die Kritik 1:1 auf Tuchel übergehen. Ja, weil Tuchel ihn dann auf die 6 stellt. So. Weil er denkt, dass er ein Sechser ist. Aber Tuchel hat ja klar geäußert, dass es Kimmich für ihn nicht der Sechser ist. Warum er ihn dann trotzdem dahin stellt? Wie gesagt, das ist, weil King Kimmich immer spielen muss irgendwie. Und vielleicht ist es wirklich so, dass Tuchel das den Verantwortlichen um Kimmich selber und die Nase reiben will. Und ihn aufzeigen will, dass Kimmich halt nicht dieser Übersechser ist, für den er sich hält. Ich weiß es nicht. Es ist schade. Ist aber auch schade, dass ein Kimmich so... Ja, wie ist das richtige Wort? So uneinsichtig ist. Ja, wenn ich verlange vom Führungsspieler, der sagt, so, ich bin hier der Kapitän der Zukunft, bin das Gesicht des FC Bayern, ich bin Teil einer gewissen Ära, da muss ich von dem verlangen, dass er selbst reflektierend genug ist. Und wenn es erstmal nur damit anfängt zu sagen, wie ich schon 100-mal gesagt habe, oh Leute, ich habe jetzt 6 schlechte Ecken geschossen, obwohl 6 eigentlich schon mindestens 3:4 sind, schießt doch mal jetzt jemand anders die Ecken, bitte. So, aber selbst das kriegt er nicht hin. Wie soll er dann hinkriegen, selbst zu reflektieren, dass er als Sechser einfach eine Nulpe ist? So. Ja. Und wenn der Trainer ihn immer wieder auf diese Position aufstellt, ja, ist klar. Wie soll er dann auch reflektieren? So. Kriegt immer nur Zucker in den Arsch geblasen, wird nie kritisiert im Verein oder vom Trainer, nur von der Öffentlichkeit, was am Ende des Tages Wumpe ist. Ja.
Ich denke, das ist auch so ein Problem mit. PS stimmt was zu Guerrero, muss man sagen. Die Dortmunder haben immer seine Defensivfähigkeit und die Disziplin abzusichern kritisiert. Heute hat man davon nichts gesehen, er war sehr diszipliniert. Und ja, gerade Kim tut das tiefe Stehen gut. Und Upa auch, das ist er von der Nationalmannschaft auch gewohnt. Bei Kane hast du recht, was ich an ihm noch mehr feiere, der Typ ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, ohne dass es böse klingt. Vielleicht vom Status ein Tick höher als Lewandowski. Aber ob es gut läuft oder schlecht, ob er trifft oder nicht, er spielt sehr oft ab. Wenn er den besser positionierten Mitspieler sieht, ist sehr selten egoistisch und er arbeitet so viel nach hinten, ist sich für nichts zu schade. Und man sieht es zum Beispiel nach dem Spiel. Er geht zu allen Spielern und ist schon ein Mittelpunkt und Anführer. Ja, na klar ist er ein Anführer. Was Lever nie war, für mich der beste Transfer der letzten Jahre und mit Bellingham der Top-Transfer in Europa. Ja, das steht ja außer Frage. Also wenn du über Jahre Kapitän bei Tottenham bist und Kapitän der englischen Nationalmannschaft, steht es ja außer Frage, dass du ein Anführer bist. Ja? Und das ist ja auch immer, was ich sage. Lass mal den Harry eine Vorbereitung mitmachen, lass den mal noch ein paar Monate da sein, lass den mal eine Saison da sein. Dann wird er noch viel, viel mehr in den Vordergrund treten. Ja? Aktuell tut er jetzt schon, man merkt das schon langsam. Aber ist doch klar, dass er nicht so nach 1, 2, 3, 4, 5 Wochen sagt so, ja, ich bin jetzt hier, ne, ich mache jetzt hier den Oberschief. Ist auch, glaube ich, gar nicht seine Art. Aber er führt halt durch Leistung. Und wie du selber sagst, er ist auch nicht dieser Egoist, obwohl er so viele Hütten macht. Ja, wenn er sieht, da ist ein Spieler, der besser positioniert ist, spielt er den Ball. Ohne Wenn und Aber. Ja. Ist sich nicht zu schade, für die Mannschaft zu arbeiten, ist sich nicht zu schade, auch auf eigene Tore zu verzichten, sich fallen zu lassen und auch mal von der Achterposition dann eher die anderen Spieler einzusetzen. Da sieht man halt, das ist ein Anführer. Ja? Der stellt sich komplett in den Dienst der Mannschaft. Genau das Gegenteil von Kimmich, wenn wir wieder beim Kimmich sind. Kimmich wird immer der sein, ich bin hier der Anführer und kriegt es halt nicht auf die Kette. Er sollte halt einfach auch mal, ich meine, mittlerweile gibt er ja schon keine Interviews mehr, das ist auch besser so, sonst wird er noch mehr zerrissen werden. Er sollte einfach mal wieder anfangen, sich auf grundlegende Dinge runterzufahren und mal durch Leistung zu überzeugen. Ja, all das, was ein Harry Kane tut, Alter. Da siehst du halt, oder auch ein Müller. Müller ist auch ein Riesenanführer. Ja, nicht ein böses Wort die ganze Saison über. Obwohl er so behandelt wird, wie er behandelt wurde. Aber das sind Themen, Alter, da könnte ich noch nächsten Streamer, können wir noch mal 4 Stunden drüber referieren. Helmut, wieder eine sehr gute Analyse, der ich 100% zustimme. Das Spiel zeigt, dass Tuchel sehr gut die Spiele guter Teams lesen und die eigene Mannschaft darauf vorbereiten kann. Macht Hoffnung für die Champions League. 2 Sachen will ich aber noch mehr in den Fokus nehmen. Erstens, der Gegner hat uns auch leicht gemacht. Denn momentan sind wir stark im Reagieren, weniger im Agieren. Selbst Lösungen zu finden, wenn der Gegner den Beton anrührt, fällt uns momentan nicht so leicht. Unter dem Aspekt muss man natürlich auch die Leistungen der Mannschaft und der einzelnen Spieler in diesem Spiel sehen. Neuer im Tor ist definitiv eine Verbesserung für die ganze Mannschaft. Er coacht die Defensive, verteidigt mit, hilft beim Spielaufbau. Trotzdem, Pavlovic macht das Spiel definitiv variabler und allein deshalb braucht er aber ab jetzt regelmäßig Einsatzzeiten. Sonst ist es gegen Kaliber wie City oder Real zu spät, ohne Praxis. Der war gut. Praxis, mein Vorschlag, Kimmich konsequent auf RV, Pavlovic und Leimer gegebenenfalls Goretzka auf der 6 rotieren. Guerrero weiter vorne als Achter, gegebenenfalls mal im Wechsel mit Goretzka je nach Gegner. Die Rotation auch mal nach 60 Minuten oder je nach Spielverlauf. Das würde uns unberechenbarer machen, alle Spieler durch die Konkurrenz zur Top-Leistung zwingen und die Gegner absolut verunsichern. Also bei mir rennst du mit dieser Aussage offene Türen ein. Ne? Ist das, was ich seit Wochen fordere. Durch Verletzung und Leistung würde sich dadurch auch eine Festlösung fast von selbst entwickeln. Wenn Kimmich dann frustriert ist, für 75 Millionen ziehen lassen. Ich bin aber fast sicher, er wird am Ende auch in der Nationalmannschaft als RV auflaufen. Mein Fazit, wir haben mit Kane, Musiala, Sané, Coman, Backup, Tell und Müller den besten Sturm in Europa. Weiß ich nicht. Eine der 5 besten Abwehrreihen, 3 Klasse IV und Kimmich, Mazraoui, Davies als AV in Europa, wenn sie sich endlich finden. Weiß ich auch nicht, fühle ich auch nicht so ganz. IV gebe ich dir recht, wenn unsere IVs ein gutes Leistungsniveau haben, sind wir auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei. Unsere Außenverteidiger sind leider defensiv viel zu schwach.
Sowohl Fonsi wie auch Mazraoui. Also das. Aber natürlich auch bedingt, wie wir agieren. Ja. Aber das sehe ich nicht als die besten Abwehrreihen an. Also. Aber das hat jeder auch. Jeder erwartet was anderes vom Außenverteidiger. Ja. Aber das muss jeder für sich entscheiden. In der Zentrale 6 und 8 sind wir sicher noch nicht Weltklasse, aber dafür variabel, wenn wir es wie oben vorgeschlagen machen. Dazu ein sehr guter und erfahrener Trainer müsste reichen für Top 3 in Europa und Chancen in der Champions League jeden schlagen. Jeden zu schlagen, wenn jetzt endlich die richtigen Maßnahmen getroffen werden. Ja. Weiß ich nicht. Wir haben ja trotzdem immer so Spiele drin, wie das 1:5 gegen Frankfurt, das 1:2 gegen Saarbrücken. Nee. Fühle ich nicht so die Aussage. Kannst natürlich verstehen, ja, wenn alle Topform haben, kann man das vielleicht auch so interpretieren. Aber das haben wir im Moment leider nicht. Ja, ja, Kane vorne, müssen wir nicht drüber reden. Musiala dahinter, bin ich auch bei dir. Sané, wenn er die Form hält, auch. Coman sehe ich jetzt nicht so stark. Also hat mir nicht so gut gefallen, die letzten Spiele. Aber klar, wir eine starke Offensive. Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Mit dem Tello Müller, wie du sagst, als Backups dahinter. Ja, sind wir gut aufgestellt. Aber ich denke, da gibt es auch andere Offensiven, die ähnlich gut, wenn nicht besser aufgestellt sind. Abwehrreihe, ja, wie gesagt, Innenverteidigung gehe ich mit dir. Fonsi müsste schon auf Top-Level wiederkommen. Dann gehe ich mit, dass er ein sehr, sehr starker linker Verteidiger ist, auch wenn er auch trotzdem dann noch viele Schwächen in der Defensive hat, was man dann immer gerade gegen starke Mannschaften sieht. Ja. Klar macht er dann viel weg durch seinen Speed manchmal, aber auch nicht immer. Und Mazraoui, keine Ahnung, ich habe ihn, also die einzigsten Spiele, wo ich ihn stark fand, war auch noch unter Nagelsmann. Ja, da war er wirklich stark. Da war er richtig stark, nach vorne wie nach hinten. Ich glaube auch, ja, dass so Mazraoui und auch Davis ja nicht so mit der Tuchel-Taktik konform gehen. Ja, jetzt gegen Stuttgart war es mal ein bisschen anders. Da durfte Fonsi dann auch mal ein bisschen Gas geben, ja. Ansonsten ist das ja nicht so der Fall. Ansonsten sind wir auf Ballbesitz aus und wie gesagt, 20 Meter hinter der Mittellinie Schluss für die Außenverteidiger und so weiter. Und ich glaube, das kommt denen nicht so zugute. Ja, aber da hat jeder so seine Meinung, ne? Ich gehe mit dir, wenn wir alle auf Top-Level haben und ein Sechser auf dem Platz steht und nicht Kimmich, ja, können wir mit Sicherheit bei einer guten Tagesform jeden in der Champions League schlagen. So. Andersrum gesehen können wir aber auch gegen jeden Graupengegner verlieren. Das haben wir auch diese Saison schon gelernt. Ne? Pavlovic macht unfassbar Laune. Bastard Doggy. Ja, macht er. Baracho. Die Stuttgarter Fans waren im Stadion erstaunlich laut. Also am Spielstand. Müller hat schon am Spielfeldrand mit Tuchel geflaxt, dass er den Ball nicht bekommt, wenn er sehen allein rumsteht. Er versteckt sich so gut, dass ihn sogar die eigenen Leute gelegentlich übersehen. Leroy gibt manchmal den Ball nicht ab, wenn er es tun sollte. Ansonsten kann man so schon ins neue Jahr gehen. Ja. Also ich fand ihn Leroy gut und ja. Man muss nicht immer den Ball abgeben, man muss auch mal schießen, man muss auch mal egoistisch sein. Ich erinnere da nur an Robben. Ja. Der Mix muss stimmen und ich fand, der Mix hat gestimmt bei Sané. Peter Mazzakai, ich war heute positiv überrascht. Ich habe in meinen Augen ein sehr starkes Spiel der Bayern gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir dieses Spiel so deutlich für uns entscheiden. Heute war auch das Spielglück auf unserer Seite, aus wenig Chancen viel gemacht, so wünscht man sich das doch. Naja, so wenig Chancen hatten wir jetzt nicht, ne? Ich fand es tatsächlich überraschend, dass der VfB 90 Minuten lang bis auf ein oder zwei kleinere Situationen so gar nicht zum Zuge kam. Ich habe die Spiele der Stuttgart gegen Leverkusen im Pokal gegen Borussia Dortmund gesehen und hatte echt kein gutes Gefühl für heute, weil die Schwaben einfach als Mannschaft richtig gut sind. Ja. Heute darf man aber auch Bayern loben. Das sah doch heute richtig gut aus. Ich persönlich hoffe und wünsche mir, dass Pavlovic nun öfter ran darf und seine Chance bekommt. Was das Mittelfeld betrifft, muss man sich scheinbar nochmal ernsthafter mit der Personale Kimmich beschäftigen. So leid es mir tut, aber aktuell gefällt mir das Spiel ohne Kimmich deutlich besser wie mit Kimmich. Bin mal gespannt. Am Mittwoch 3 Punkte gegen VW, dann kann Weihnachten kommen. Ja. Gehe ich mit. Ja, ich habe eigentlich nichts zu ergänzen dazu. Torben, ich als Dortmunder hatte auf ein spannendes Spiel gehofft, aber Bayern war wirklich von Anfang an sehr gut auf die Stuttgarter eingestellt. Das erste Mal, dass das überhaupt eine Mannschaft gegen Stuttgart geschafft hat dieses Jahr. Mal gucken, ob Kimmich in die Zentrale zurückkommen darf. Ja, Kimmich darf immer in die Zentrale zurückkommen.
Das ist bei uns leider in Steintafeln gemeißelt, die vom Uli übergeben wurden, an wen auch immer. Da wird sich leider nichts ändern. Einzige Ausnahme, wie gesagt, es sei denn, Kimmich hat noch ein bisschen Schnupperkennen und sitzt deswegen nur als Notnagel auf der Bank. Aber ansonsten spielt ein Kimmich immer. Penn, Top-Spiel, hatte Spaß gemacht, aber einen Bayern-Spieler hast du in deiner Bewertung vergessen. Was ist denn mit Nübel? Ich finde schon, dass man sein Potenzial sieht und er als mitspielender Torwart funktionieren könnte. Allerdings wirkt er bei Standards eher unbeholfen und nicht selbstbewusst genug und erlaubt sich schon immer wieder mal ein Patzer. Nee, ich habe Nübel nicht vergessen, ich bewerte den Nübel nicht. Er spielt nicht für den FC Bayern und er wird auch für den FC Bayern nicht mehr spielen. Nübel hat nicht den passenden Charakter für den FC Bayern. Habe ich schon öfter gesagt. Wenn ein Torwart den Konkurrenzkampf scheut, gerade in der Situation, die da war, dass er in Konkurrenzkampf mit dem Ulle gegangen wäre und man nicht absehen konnte, wie stark ein Neuer zurückkommt und man dann trotzdem nicht die Eier hat, in den Konkurrenzkampf dann auch mit dem Neuer zu gehen. Ich meine, hätte Nübel in der Zeit, wo Neuer nicht da war in dieser Saison, restlos überzeugt, glaube ich nicht, dass man ihn einfach wieder rausgenommen hätte und Neuer reingestellt hätte. Ja. Von daher war das eine einmalige Chance, hat er nicht die Eier für gehabt, hat sich lieber verdrückt. Von daher ist das kein Spieler, der bei uns passt. Meine Meinung. GB, Musiala war auch super. Wahnsinn, was der Junge am Ball kann. Ja, das wissen wir ja. DW, Glück auf, mit Pavlovic war das Spiel viel schneller, als wenn Josh gemütlich über das Feld trabt und das Bällchen im Mittelkreis stoppt und dann quer oder zurück zum Torwart spielt. Würde gern Sabitzer und Nmecha zum Tausch gegen Pavlovic anbieten, plus Bonus den guten Sepp. Ja, wer weiß. Wie gesagt, wenn wir einen Sechser verpflichten in der Winterpause, ja. Ich persönlich fühle es nicht, aber dann wird ein Pavlovic leider wechseln müssen. Opa und Kim sehr gut, GB nochmal, Opa und Kim sehr gut, da sieht man mal, was das Mittelfeld ausmacht. Ich habe unsere Mannschaft gar nicht mehr erkannt. Endlich mal eine Taktik und System zu erkennen. Bitte weiter so. Für Ballbesitz bekommst halt keine Punkte, auch die Laufleistung war da. Ja. Aber die Laufleistung ist immer da, gerade auch beim Kimmich. Ja, da können wir den Kimmich auch mal lobend erwähnen. Ist immer meistens der Spieler, der am meisten läuft bei uns. Oft in die verkehrten Räume und oft hinterher, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ja. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, woran ich das festmache, warum es diesmal so gut aussah. Bot, die Zweikampfquote steigt automatisch, wenn man den Gegner gegen eine Wand laufen lässt. Gutes Spiel, gäbe schon noch einiges zu meckern, aber lassen wir das mal. Musiala würde ich etwas weiter hinten einsetzen, gerade wenn Wirtz noch kommt. Müller, der Sack, hat sich dauernd ins Abseits stellen lassen, was diejenigen, die die Pässe spielen, ja oft nicht so gut erkennen können. Im Prinzip hat Tuchel genau das gespielt, was er eigentlich spielen will, zumindest nach meiner Analyse. Daher muss man lernen, dass man als Verteidiger am besten zwischen Gegner und Tor steht. Blöd ist natürlich, wenn der Linienrichter vorsichtshalber die Fahne hebt, in dem Bewusstsein, dass der Fahrer das regelt und dann kann dieser das nicht machen. Müller wird jedes Mal auf der Bank wieder besser. War schon bei Coutinho damals so. Schön zu sehen, dass wir jetzt auch so spielen können, also komplett dicht machen, was bisher immer ein Problem war. Auch unter Druck wenig Ballverluste. Chapeau an Upa, quasi ohne Training direkt vom Bett ins Spiel. Musiala hat sich so viele Bälle erkämpft. Ja, die Frage ist ja, hätten wir das mit demselben Personal auch so hinbekommen? Also mit anderem Personal, also mit Kimmich und Goretzka. Ich möchte mir da kein Urteil erlauben, aber es wäre auf jeden Fall schwieriger geworden, denke ich. Von daher, ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Wie gesagt, mir tut es persönlich super leid für den Pavlovic. Ich habe es schon die ganze Saison gesagt, dass der Junge einfach mehr Chancen verdient. Und dass man ihn hätte entwickeln können. Und jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass wir in der Winterpause ihm dann einen Sechser vor die Nase ballern. Was super schade ist, ja, aber so ist das vielleicht einfach auch beim Top-Club. Ich weiß es nicht. Aber mich stört es trotzdem. Cube Spectre, gute Analyse von dir. Hatte das Glück, das Spiel live zu sehen und fand Stuttgart erschreckend schlecht. Pavlovic hat es wieder sehr gut gemacht, würde gerne mehr von ihm sehen. Sag es zwar nicht oft, aber Minjay war meiner Meinung nach ein absolutes Monster. So kann ich auch nachvollziehen, warum er der beste Serie A-Verteidiger war. Summarum, souveränes, gutes Spiel. Ja, gehe ich mit dir. Slin, Pavlovic, sehr guter Junge, bitte immer spielen. War heute ein sehr gutes Spiel von der Mannschaft. Man sollte die jungen Spieler öfter reintun. Ist so. Geh mich raus.
Ja, muss ein Kimmich ja nicht rausnehmen. Ich meine, wir brauchen einen guten rechten Verteidiger, den haben wir nicht. Wenn er die Rolle kann und es gut macht, warum nicht ihn da hinstellen? Toxic Kenny, Tuchels Konzept ist voll aufgegangen. Mit den Entscheidungen stimme ich dir zu. Hätte mich für Minjay gefreut, hätte ihm sicher gut getan. Hobby, Knickknack, Düppel, die Puppel, die Pinker. Einwandfrei, Pavlovic. Peter, genau mein Tipp. Thomas Tuchel, Taktikgott. Ohne Kimmich klappt's. Ich sag doch, dass Kimmich schlechter gesehen werden muss. Peter, bist aber auch ein Kimmich-Becher, ne? Ist schon wild. Blix im Kopf. Ich dachte erst, Tuchel hätte es eingesehen, weil ich heute über Tag keine Zeit hatte und nichts mitbekommen habe. Dann höre ich während dem Spiel, dass Kimmich krank war. Aber sorry, nach so einer Leistung muss man auf Pavlovic setzen. Ja, aber das hätte man schon früher machen müssen. Ja, auch in Dortmund, die 30 Minuten waren bärenstark. Also, ja. Auch dann, was war das? Heidenheim war es, glaube ich, oder? Das Heimspiel. Ja, da war jetzt nicht ganz so, aber da war auch nicht so im Fokus, weil wir nicht so unter Druck waren. Das war auch ein gutes Spiel. Ja, und er hätte einfach mehr Spiele bekommen müssen, um sich zu entwickeln. Ja, das bekommt er leider nicht. Was schade ist. Ansolian, es war traurig, dass man das immer wieder dazu erwähnen muss, aber auch meinerseits ist das jetzt kein Kimmich-Bashing. Allerdings fällt halt auf, dass wir unsere besten Spiele machen, wenn er nicht auf dem Platz steht. Für mich war das neben Dortmund das souveränste Bayern-Spiel die Saison. Und scheiß dabei mal auf Ballbesitz. Das, was am Ende zählt, ist das, was oben steht, und ohne besagte Person wirkt das für mich dann doch nach mehr Tempo im Spiel nach vorne. Ich habe fertig. Gut, das weiß ich nicht. Wenn wir so tief gestanden hätten, Kimmich hat das ja auch schon gezeigt, dass er das Spiel schnell machen kann. Ich erinnere mich dann an 2 Spiele. Weiß ich nicht, ja. Aber ist auch schwer zu vergleichen, weil wir jetzt einfach ein bisschen tiefer standen als gesamte Mannschaft. Aber irgendwo hakt es ja, wenn Kimmich auf dem Feld ist. Ja, irgendwo hakt es ja, ob es daran liegt, dass die anderen dann weniger Verantwortung nehmen oder das als Ausrede nehmen, oder ich weiß es nicht. Wir werden es auch nicht mehr enträtseln. Es bleibt ein ewiges Rätsel, warum Kimmich immer spielt. Young Hugh Park. Absolut faire Analyse, die es auf den Punkt bringt. Danke. Gerald Berger, da freute man sich auf jede Ecke von uns. Ja, waren auch 1, 2 schlechte bei, ja. Mal ein Lob an die Red Munich Community. Eure Kommentare, wenn die Zeit erlaubt, auch gerne durch. Macht Spaß. Lukai bewertet mir den Kimmich ständig zu gut. Die Expected Ecken vom Kimmich, da kann keiner mithalten. Expected Ecken ist geil, Alter. The Rocker. Klingt vielleicht so, als ob ich ein Kimmich-Hater bin, aber das hat er sich durch die Leistung der letzten 2 Jahre selbst zuzuschreiben. Jedes Mal, wenn Kimmich nicht spielt, spielen sie alle viel schneller und besser. Es wird Zeit, dass man ein Angebot annimmt und das Projekt stoppt. Man hat auch gesehen, wenn ein Sechser auf der Position bleibt, ist Kim viel sicherer. Ja, na klar, ist dann die Innenverteidigung sicherer. Ja, also das ist ja... Deswegen hat man ja einen Sechser auf dem Feld. Ne? Fix den Kopf. Es kann doch kein Zufall sein, dass wir wieder ein gutes Spiel machen ohne Kimmich in der Mitte. Sorry, Tuchel, daraus muss man Konsequenzen ziehen. Bitte Trainer reagieren, wie Van Gaal auf Müller gesetzt hat, muss jetzt auf ein Pavlovic gesetzt werden. Bitte keine Holding Six kaufen, wir wollen doch Talente fördern. Wenn nicht jetzt, wann dann? Hab auch das Gefühl, dass es neben dem, dass Kimmich nicht auf der 6 spielen kann, noch irgendetwas anderes mit dem Team Moral passiert, wenn er nicht in der Mitte spielt. Aber wie gesagt, nur ein Gefühl. Tuchel kann ihn ja nach rechts stellen. Danke, Kai. Ja, habe ich ja im Stream gesagt, habe ich jetzt hier auch schon gesagt, bin ich 100% bei dir. Ich glaube auch, das ist ja auch das, was ich schon gegen Dortmund sagte. Will ich auch gar nicht in Kimmich anlassen, aber wenn Kimmich nicht auf dem Feld steht, hat man einfach das Gefühl, dass die anderen mehr Gas geben. Ja? Dass sie mehr als Einheit da sind, dass jeder mehr Verantwortung übernehmen will. Wenn Kimmich auf dem Feld ist, hat man immer so das Gefühl, oh ja, ich muss jetzt den Ball aber auf jeden Fall zum Kimmich spielen und ja und hier und da, immer alles so gehemmt und so, ich will das gar nicht ihm vorwerfen, ne? Er ist halt einfach so die Person, so, die sagt so, ja, ich bin hier der Sechser, ich bin hier der Führungsspieler, ich bin hier der Verantwortung übernimmt. Und das will ich ihn auch gar nicht absprechen, dass er das gerne machen möchte. Er kriegt es aber einfach nicht umgesetzt. Ja? Woran das liegt, ich weiß es nicht. Aber ich habe genau dasselbe Gefühl. Ich gehe da voll komplett mit dir. Sascha King, wozu Ballbesitz, um zum Torwart zurückzuspielen? So müssen wir spielen, wenn wir so eine schnelle Mannschaft haben. Alle gemeinsam gut verteidigt und bei Ballbesitz schnell nach vorne spielen. Kim und Alexander, klasse. Habt ihr gesehen? 4-4-2 in der Verteidigung. Jo. Chico, ich hatte keine Angst heute ohne Goretzka, Kimmich.
ob schon ich ständig Respekt vom VfB hätte. Die sind eine coole Mannschaft, war einfach schön, so viel Disziplin zu sehen. Ja, VfB ist wirklich eine gute Mannschaft. Und gerade Mannschaft die Saison. Und genau war es wichtig, dass wir auch eine Mannschaft sind. Ja, und das hat man ja auch ganz klar in der Statistik an den Zweikampfwerten gesehen heute. Danke, dass du es ansprichst. Unsere IV ist gut. Defensives Mittelfeld sind einfach die ersten Verteidiger. Taktik gesehen, das A und O. Ja, Verteidigung fängt noch mal weiter vorne an, ja. Wenn so Coman und Sané natürlich stehen bleiben, sind natürlich auch außen Unterzahl da müssen andere da rausrücken. Aber das haben wenn es dann mal so der Fall war, haben das unsere beiden Sechser halt super gemacht, ja. Die haben die Räume gut geschlossen. Ja, all das, was sonst so ein bisschen abgeht, ne? Jakrit Panomschit. Krasser Name. Tolles Spiel, genau wie man es sich wünscht. Gefährliche Ecken, flinke, disziplinierte Spieler im Mittelfeld. Trotz weniger Ballbesitz das Spiel kontrolliert. VfB aber sehr schwach. Thomas Tuchel muss früher wechseln. Dass ein Davis so platt ist, geht nicht an. Voll schön mit Pavlo, Leimer, Guerrero, dazu vorne Müller. Wäre interessant, Pavlo mit Goretzka zu sehen. Von daher schade, dass G und Kimmich am gleichen Tag krank sind. TT muss endlich seine Schlüsse ziehen. Ja, ich könnte mir halt, ich habe es ja im Stream auch gesagt, ich will das so ein bisschen am Gegner festmachen. Ne? Bist du eher so, dass du tief stehen möchtest, den Gegner ein bisschen locken willst, dass Raum dann da ist ein Goretzka natürlich eine gute Wahl. Steht der Gegner tief mit zwei Ketten hinten drinne, ist ein Goretzka eine schlechtere Wahl, dann wäre vielleicht ein Guerrero eine bessere Wahl. Willst du eher einen Gegner stressen oder Druck setzen, ist auf jeden Fall Leimer der perfekte Achter, weil er einfach eine Pressingmaschine ist. Und so bist du halt super variabel auf der Achterposition, ja, oder auf dem, was weiß ich, einen offensiven Sechser, nennt's wie es wollt, ihr wisst, was ich meine. Ja, aber das passiert ja nicht. Wir haben unsere 11 Spieler, die spielen immer, Punkt. Wir haben keine 15, 16 Spieler, wo man sagt, ja, das ist unsere erste 11. Das ist ja das Ding. Gerald Berger Davis hatte wieder Lust, das war klar zu sehen. Joa. Quad Aim. Eigentlich kann man nur hoffen, dass du mit dem Ausmaß von Kimmis negativem Einfluss falsch liegst oder er wechselt. Ich sehe keinen Trainer ihn aus der Mannschaft oder aus dem Sechser nehmen. Auch wenn ich es für ein paar Spiele interessant fände, es ist schon krass, wenn man sich überlegt, was Bayern für eine Show wegen den 100 bis 120 Millionen gemacht hat. Im Nachhinein könnte man ja fast sagen, man hätte auch 30 bis 40 Millionen mehr zuschlagen müssen. Den verstehe ich gerade nicht. Meinst du jetzt wegen dem Sechser oder was? Also wenn wir im Winter ein paar Linie oder einen anderen Sechser verpflichten, wird ein Kimmich nicht mehr auf der 6 spielen. Also das ist Fakt. Ja, das willst du dann schon sehen. Nur es hat halt kein Trainer die Eier zu sagen, ich nehme jetzt einen Leimer, ich nehme jetzt einen Goretzka, ich nehme jetzt Guerrero oder ich fange gerade nicht mit dem Pavlovic an und ziehe dem jetzt den Kimmich auf dieser Position vor. Ich weiß nicht warum, man hat irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann da nur mutmaßen. Help Nickname. Ja, dann help mal. Mir hat Pavlovic sehr gut gefallen. Ich würde mir wünschen, dass wir ihn jetzt oft spielen lassen und uns das Geld für einen teuren Sechser sparen. Sollten wir Zubimendi, der Potenzial für 40 Millionen bekommen, kann er gerne mit Pavlovic dann um die defensive Position konkurrieren. Würde beiden gut tun, aber kein 29-jährigen Palenia um 65 Millionen, das finde ich verschwindendes Geld. Ja, sehe ich genauso, aber darauf wird es hinauslaufen. Kaijo Shin, schade, dass man sieht, dass Goretzka und Kimmich anscheinend wirklich eher schlecht für das Team ist. Die Abwehr kam mir das erste Mal wirklich komplett stabil vor, ohne die Fehler von denen ausbügeln zu müssen. Ja, bin ich bei dir. Patrick, Mittwoch spielt Super Joshua wieder und dann gibt es wieder ein trostloses Gekicke. Ja, wir werden sehen. Ich bin auch gespannt. Christian, ja Josh, hast du Pavlovic gesehen? Das ist ein Sechser und das sind die Standards. Und das sind Standards. Wieder böse von Christian, ne? Chico, eigentlich wollte ich keine Einzelleistung loben, weil wir einfach als Mannschaft gespielt haben. Für mich war das Mannschaftssport und alle eine Eins. Ja, kann man auch so bewerten. Ich war auch erst am Überlegen, ob ich sage, Mannschaftsleistung Note 2. Ja, aber ich habe mich dann doch dazu entschieden, die Spiele einzeln zu bewerten. Aber ich gehe da mit dir. Gerard Berger nochmal. Taktisch beste Leistung, die zeigt, dass man nicht unbedingt 70% Ballbesitz braucht, um zu gewinnen. Und trotzdem hatte man ohne Problem 2 oder 3 Tore mehr machen können, wenn nicht müssen. Ja, gebe ich dir recht und es kam beim Zuschauen auch nicht so rüber, dass wir so wenig Ballbesitz hatten. Komischerweise. Also
War schön, aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir sonst super langweiligen Fußball sehen und diesmal, wenn wir Ballbesitz hatten, war es halt schöner Ballbesitz und man hat sich mal an einem schönen Spiel erfreut. Vielleicht lag es einfach daran. Two and Space, sehe es genauso. Die einzigen 3 wirklich guten Spiele die Saison, BVB, Darmstadt, VfB, waren alle ohne Kimmich. Ich glaube, es waren auch die einzigen, wo Kimmich nicht gespielt hat. Wenn Tuchel ihn das nächste, war das Darmstadt? Kann auch sein, dass es Darmstadt war, nicht Heidenheim, bis ich meinte. Glaube, es waren auch die einzigen, wo Kimmich nicht gespielt hat. Wenn Tuchel ihn das nächste Spiel wieder aufstellt, habe ich endgültig den Glauben in ihn verloren. Ja, dann kannst du dir schon mal den Glauben abschwören. Die Verteidigung sowie die ganze Mannschaft war heute sehr konzentriert. Kane wirklich unglaublich. Nach solchen Spielen frage ich mich jedes Mal, warum nicht immer. Was wirklich fehlt, ist die Konstanz. Bin sehr auf die Transferphase gespannt. Ja. Es gibt da nichts hinzuzufügen. GB. Pavlovic und Guerrero um Welten besser als Kimmich und Goretzka. Wir brauchen keinen neuen Sechser, wir haben ihn schon. Man muss ihn nur spielen lassen. Ja, aber das sage ich ja schon seit Anfang der Saison. Ja. Aber man tut's halt nicht. Wahrscheinlich eben genau aus den Gründen, deswegen hat Tuchel auch direkt reingeknallt in der PK, hat gesagt, hier, bam, 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 war scheiße, man soll die Kirche im Dorf lassen. Weil er will natürlich seinen gestandenen, erfahrenen Sechser, weil er die Champions League gewinnen will. Kann man ja verstehen, aus Trainersicht kann man das schon nachvollziehen. Er hat alles dafür getan. Er hat gekämpft dafür, dass er den Sechser bekommt. Hat dann nicht geklappt in der ersten Transferphase. Und deswegen hat ein Pavlovic auch keine Chancen bekommen. Deswegen spielt auch ein Kimmich da durchgehend, auch wenn er scheiße spielt. Das ist meine Meinung. Eben genau deswegen, damit er seinen Sechser bekommt und dann da endlich sein System spielen kann. Ob man ihn das jetzt verübeln kann oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Ja. Nochmal, für mich wäre es schöner gewesen, man hätte gesagt, so wie man es vor der Saison kommuniziert hat, ist für mich kein Sechser, Kimmich, alles gut, ist ja auch kein Problem, jeder Trainer ist da anders. Hätte Kimmich gesagt, hier, pass auf, du bist jetzt der rechte Verteidiger, entweder hätte er da Bock drauf gehabt oder nicht, dann hätte er in der Winterpause wechseln können. Du hättest einen Pavlovic ausprobieren können in der Hinrunde. Entweder hätte er die Steps gemacht, wie wir gesehen haben, hat er das Potenzial dafür, hat das Leistungsvermögen, ja, dass wir ihm das durchaus hätte zutrauen können. Und wenn es nicht geklappt hätte, hätte er gesagt, ja, alles klar, reicht halt nicht, wir kümmern uns halt um Palinja oder irgendeinen anderen Sechser. So. Aber das hat man erst gar nicht versucht. Ja, und jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Jetzt haben wir einen guten Sechser, der jung ist, den man aufbauen könnte, der aus eigenen Reihen kommt, der ja lange Zeit da wäre, sehr wahrscheinlich. Ja, und da kackt man jetzt wieder drauf, indem man dann irgendwie einen 29-jährigen Palinja holt und ihn da vor die Nase setzt. Also. Ja, man kann dann argumentieren, ja, hat er noch mal 2, 3 Jahre, wo er von ihm lernen kann. Leute, wir müssen mal wegkommen davon. Also wenn man mit 19 Jahren gut ist, dann ist man gut. Und dann muss man die Jungs auch spielen lassen. Scheiß doch mal aufs Alter, Alter. Fühle ich immer nicht, diese Aussagen. Gerald Berger nochmal. Ein Thomas Müller hat mal damals auch spielen lassen und dabei waren gestandene Spieler auf der Bank. Man hat auch einen Bartstuber spielen lassen, obwohl gestandene Spieler auf der Bank waren. Was dabei rauskam, hat man ja seitdem gesehen. Ein Pavlovic sollte jetzt dieselbe Chance bekommen. Dem sollte man jetzt Spiele geben, denn nur mit Spiele wird man besser. Nicht im Training. Warum machen das andere große Clubs und wir nicht? Es nutzt nichts, große Reden abzuliefern, so wie es ein Freund tut, dass man die jungen Spieler aus dem Campus herausbringen muss. Wenn man die man schon hat, keine richtige Chance gibt. Haben wir ja schon im Stream gestern besprochen, ne? Warst ja dabei. Ja. Das ist halt, was aktuell bei uns nicht zusammenpasst. So die Strategie des Clubs, die man jetzt fahren will, zu dem Trainer, den man gerade da hat. So, entweder ändert sich der Trainer in dieser Hinsicht, ja, und geht mal ein bisschen weg davon, von seinen Forderungen, ich möchte immer nur gestandene Spieler haben, Blasöld, und geht mal dahin, ich entwickle die Spieler, oder ansonsten muss man sich auf lange Sicht um einen anderen Trainer bemühen. Der Bock darauf hat, junge Spieler zu entwickeln. Ja. Dass du nicht nur junge Spieler entwickeln kannst, ist ja klar, darum geht's ja auch gar nicht. Ja. Aber ich habe es ja auch schon mal gesagt, in so einer Mannschaft, die du hast, auch wenn du ein starkes Grundgerüst hast, muss es möglich sein, dass du jede Saison 2 jungen Spielern die Chance gibst, durch Spielminuten sich zu zeigen, sich zu entwickeln. Das muss einfach möglich sein. Ja. Aber bei uns, wir haben einen Trainer, der immer eine Elf hat, die immer spielt, es sei denn, es ist jemand verletzt oder krank.
Es ist egal, ob die Leistung gut ist oder schlecht ist im Spiel davor. Es spielt immer dieselbe Elf. Es werden nicht 15, 16 Spieler mit ins Boot genommen. Und junge Spieler sind generell schon mal außen vor, weil sie keinerlei Verdienste für den Verein haben. So, diese Art Trainer haben wir im Moment. So, entweder ändert sich der Trainer, ja, entweder kommuniziert man das mit dem Trainer, welche Vorstellungen da sind, oder ansonsten muss man am Ende der Saison sagen, ja, alles gut, wir wollen eine andere Strategie fahren im Verein, da passt der Trainer nicht zu, weil er andere Vorstellungen hat, und dann ist gut. Ja, so ehrlich muss man dann aber zueinander sein. Sowohl von Trainerseite als auch von Vereinsseite. Valderrada, ich war erst sehr irritiert bezüglich des Titels, aber als deine Erklärung kam, musste ich schmunzeln und gebe dir völlig recht. Aber du hast es vorausgesagt, die PK danach hat wieder deutlich gemacht, dass man nicht mal drüber nachdenkt, Kimmich auf die Bank zu befördern. Man sollte O-Ton die Kirche im Dorf lassen. Unglaublich ist das nur noch. Ja, leider ist das so. Kimmich sollte Solo-Einheiten für Standards bei Pavlovic nehmen. Ja, der ist ein böser Kommentar, Gamer. Robert Hartmann, endlich wieder mal eine Mannschaft auf dem Platz. Lag das an Kimmich? Ich weiß es nicht. Man of the Match, Pavlovic. GB, wenn Kimmich nochmal Sechser spielt, kann Tuchel gehen. Punkt. Die hatten Angst, dass ich flitze. Ich sollte öfter ins Stadion gehen. GB, jedes Spiel jetzt. Ne? Ist dir klar, oder? Du und Kevin. Ihr seid jetzt dafür verantwortlich. Jedes Heimspiel. Das nützt nichts. Der Aberglaube ist da. Helga, spätestens jetzt muss der letzte Blinde erkannt haben, dass wir ohne Kimmich und Goretzka besser sind. Dumbo Jumbo, ohne Kimmich läuft es einfach. GB, endlich mal Standards. Didi Meise, Pavlovic, who is Kimmich? Christian Brot. Wieder mal läuft es ohne Kimmich richtig gut. Wann schnallt Tuchel das endlich? Herbert, Sie sind und bleiben super mit Ihren Kommentaren. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Herbert. Snackmonster, moinsen. Bricks im Kopf. Kai, willst du mich nicht morgen mal dazuschalten im Livestream? Würde mich sehr freuen. Alter, ich habe so Redebedarf und auch ein bisschen Erfahrung mit Live sein. Ja, Bricks, kriegen wir hin im nächsten Jahr. Mach dir keine Sorgen. GB, hör mal, ich habe Stimmung gemacht. Müssen wir mal eine Tonaufnahme von dir hören, GB. Dann können wir dich beim nächsten Mal rausfiltern. Bitte immer ohne Kimmich. Janik. 39 Upvotes. Komm, ich mach die 40 voll. Bix, wie gesagt, da kommt im Anfang des nächsten Jahres kommt da mal ein Video zu und dann werden wir mal ein bisschen was versuchen. Ja. Ich kann ja schon mal, was ich bisher so in meinem Kopf überlegt habe, ist so, entweder mache ich Stunde, anderthalb so mein Solo-Programm im Livestream und dann nehme ich ein paar Leute mal rein, die Bock haben auf sowas, zu gewissen Themen. Oder aber ich mache montags so meinen Standard-Stream und dann vielleicht noch einen zweiten Tag, wo wir dann so talkmäßig was machen. Irgendwie sowas. Wir werden es auf jeden Fall mal ausprobieren und dann werden wir ja sehen, ob es ankommt, ob es gut ist, ob es schlecht ist. Aber irgendwie sowas werden wir machen. Aber wie gesagt, da mache ich dann noch ein Video zu. Da können sich auch noch andere da melden, die Bock auf sowas haben. Aber ja, das wird jetzt hier zu weit führen. Das gucken jetzt hier auch nur die Leute, die Kommentare interessieren. Aber da werden wir in der neuen Saison mal ein bisschen was ausprobieren. Chico, in der PK muss er Pavlo kurz schlecht drehen. Einfach mal loben geht nicht, weil er weiß, wohin die Gedanken wandern. Die ersten 12 Minuten waren schon hart ohne Stimmung. Tat weh. Ja, war schon Corona-Vibes gehabt, ne? Vorsicker, bevor ich das Video schaue, schreibe ich diesen Kommentar. Neuer Note 3 und Verteidigung alle Note 2. Kim und Upper waren heute mega stabil. Davis und Leimer waren heute sehr fleißig, nach vorne und nach hinten. Egal wer auf der Davis-Seite gespielt hat, die hatten alle Probleme von Stuttgart. Pavlovic und Guerrero im Mittelfeld die beste Paarung diese Saison. Pavlovic hat alle wegverteidigt. Der hat genau das gemacht, was Kimmich tun sollte. Der hat seine Position gehalten und immer mal wieder einen kleinen Stecher nach vorne. Seine Ecken bis auf ein Augenschmaus. Pavlovic Note 1, Guerrero Note 2, Sané Note 2 minus. Der hat nach hinten geackert. Fand ich sehr gut. Hat oft das Auge für den Mitspieler gehabt. Musiala Note 2 minus, viel probiert und auch er hat nach hinten mitgearbeitet. Müller Note 3 hat auch viel probiert und ist leider wieder zu oft alleine nach vorne geprescht, um den Gegner zu pressen, aber da war er halt der Einzigste. Man hat auch Tore gesehen, wie er dann den Müller nach hinten geschrien hat. K-Note 1 steht halt da, wo ein Stürmer stehen muss, auch mit nach hinten gearbeitet. Er ist halt überall auf dem Platz, der Typ ist Wahnsinn. Tuchel Note 3, Startaufstellung top, Wechsel waren halt wieder sehr fragwürdig, wenn man in der 63. Minute 13 führt, dann hätte man da schon wechseln können. Tell Kretzig, von mir aus auch einen Schupo hätte man einwechseln können.
In allem bin ich sehr zufrieden. Wir hatten zwar nur rund 40% Ballbesitz, aber wenn wir so spielen, dann ist mir der Ballbesitz scheißegal. So sollten wir immer spielen. Am Mittwoch hoffe ich jetzt mal, dass Tell mal von Anfang an starten darf und vielleicht die Licht ein paar Minuten bekommt. Schöne Feiertage wünsche ich euch. Ja, da hast du das ja relativ ähnlich gesehen wie ich. Dass ein Tell starten darf, wage ich zu bezweifeln. Alicia, wieso ein 80 Millionen Mann holen? Auf Pavlovic setzen, Kimmich verkaufen, Geld sparen. Ja, Katakuri, BVB kann Kimmich haben. Ja, aber die können sich einen Kimmich ja nicht leisten. Man kann sagen, was man will, aber ohne Kimmich läuft es einfach besser. Misslungen. Ach, das war Optimus Prime übrigens. Misslungen. Was für ein trauriges Leben muss man haben, um immer so negativ zu sein. Such dir doch ein anderes Hobby oder noch besser, übernehm doch den Job als Trainer in München. Ja, würde ich sehr gerne tun, aber ich habe keine Qualifikation dafür. Aber sonst würde ich das sehr gerne tun, kein Problem. Und ich habe leider kein trauriges Leben. Und von daher, tschö. Tschö mit Ö. Gut, Leute, ich nehme die Kommentare von der PK noch mit, weil das Video ist eh schon ellenlang. Und da muss ich die nicht schriftlich beantworten. Banja, zum Thema 1.11, das ist bei einigen Trainern so. Pep hat es vorgemacht. Bei City wechselt er sehr ungern und spät. Alonso ist da auch sehr ähnlich. Ist schwer für die anderen, auch noch schwerer für die jungen Talente. Sieht man Stanisic, der spielt so wenig wie nie. Hofft, dass Frimpong bei Afrika Cup ist. Seine Leihe die sinnfreiste aller Zeiten. Bei uns hätte der so viel Spielzeit wie nie. Ja, das weiß man nicht, ne? Das weiß man beim Stani halt auch nicht. Wenn Tuchel kein Stani-Fan ist, hätte er bei uns auch keine Spielzeit bekommen. Dann hätte er dann Spielzeit bekommen, wo Goretzka Innenverteidigung gespielt hätte. Und das wäre es auch gewesen. Deswegen weiß man nicht. Also man hat ihn ja nicht umsonst verdient. Wahrscheinlich hat Tuchel gesagt, ich brauche den Spieler nicht. Ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Mr. Mir, wow, sehr gut erkannt, Remoni. Ja, Thomas Tuchel hat gestern die Mannschaft überragend vorbereitet und sehr gut eingestellt auf Stuttgart. Und Tuchel hat damit eindeutig für den VfB Stuttgart und Sebastian Hoeneß den Zahn gezogen. Mir soll jetzt nochmal jemand sagen, Thomas Tuchel wäre kein guter Trainer. Thomas Tuchel gehört zu 100% mit zu den Besten seines Faches und hätten die Bayern-Verantwortlichen vor der Saison auf Thomas gehört und ihm seine Spielerwünsche erfüllt, dann stände Bayern München noch besser da. Das hat ja auch nur jemand bestritten, dass Thomas Tuchel kein guter Trainer ist. Ja, aber Thomas Tuchel ist gerade nicht der Trainer für die Strategie, die der Verein fahren will. So, das ist Fakt. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Wie du sagst, stimme ich dir auch zu. Tuchel hat gesagt, was er haben möchte vor der Saison. Das hat man ihm nicht gegeben. Von daher ist es so, wie es gerade ist. Ja, wir sehen, ob es jetzt in der Winterpause so ist, dass man ihm das gibt, was er haben möchte. Das werfe ich ihm auch gar nicht vor. Ich werfe ihm halt einfach vor, dass er dann aber wie so ein bockiges Kind gefühlt die Chose durchzieht und Kimmich halt immer auf die 6 stellt und rummosert. So, dann stell doch einfach den Kimmich mal woanders hin und stell doch mal einen anderen auf die 6. Wäre doch mal eine Idee gewesen. Aber ja, ich verstehe schon den Gedanken vielleicht vom Tuchel, der dann denkt so, oh, warum soll ich das tun? Wenn ich den Kimmich da hinstelle, dann sieht jeder, wie scheiße das ist. Und dann kriege ich meinen Sechser in der Winterpause. Blasels. Aber ja, wenn man sich einen Tuchel ins Haus holt, weiß man, Tuchel ist ein Trainer, der hat Vorstellungen, will A, B, C, D, E Spieler haben für sein System. Wenn er die bekommt, ist er ein super guter Trainer. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja, aber man sieht halt auch, dass er komplett unflexibel ist und viel Scheiße von sich gibt. Und sich andauernd widerspricht. Oblivio, manchmal regst du dich einfach zu sehr und zu Unrecht auf. Wir haben die beste Hinrunde seit 8 Jahren gespielt. So schlecht können wir nicht sein. Pavlovic sah heute nur so gut aus, weil es eine geschlossene Mannschaftsleistung war, wo jeder für den anderen gekämpft hat. Freue mich auf neue Winterzugänge, auch auf der 6. Ja, das kannst du gerne so sehen. FC Bayern-Fan forever, hochverdienter Sieg von uns. Wir waren von Anfang an hellwach, haben wir schon gesehen. Hobby, einwandfrei. Mike, ich gehe konform mit der Meinung, dass Kimmich seit knapp 1,5 Jahren sich leider nicht mehr in seiner besten Form befindet. Ich glaube, das ist auch viel Kopfsache. Dies aber nur nebenbei erwähnt. Das ständige Kimmich-Bashing geht mir aber mittlerweile echt auf den Sack. Es wird ja teilweise so dargestellt, als wäre er ein Vollblinder. Das ist auch nicht fair. Es wäre schön, wenn einfach mal wieder etwas mehr Objektivität an den Tag gelegt werden würde. Das ständige Rumgemotze gefällt mir nicht. Ja, das ist Herr Kimmich selber schuld. Hätte er sich vor der Saison nicht hingestellt, gesagt, ich bin hier der Sechser, würde er auch nicht kritisiert werden. Punkt. Habe ich aber in dem Video jetzt auch schon mehr als genug ausgeführt. Schicke auf die Reaction, habe ich gewartet, Guerrero und Pavlovic spielen Hammer statt Kimmich. Ja, Mr. Juni, was erwartest du? Dass Tuchel sich jetzt hinstellt und sagt, dass Pavlovic ab sofort Stammspieler ist? Mal wieder eine klassische Überreaktion von dir. Vielleicht nicht immer jedes Wort auf die Waage legen, man gewinnt 3:0 und anstatt dich zu freuen, gehst du bei einer völlig normalen Aussage den Trainer an. Du weißt doch nicht mal, ob er das nächste Spiel auf dem Platz stehen wird oder nicht. Manche Bayern-Fans einfach wild. Ja.
Gönn dir deine Meinung, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, habe ich in diesem Video auch schon mehr als genug getan. Und wenn du wirklich glaubst, dass Pavlovic nächstes Spiel auf dem Platz steht, wenn Kimmich fit sein sollte, ja, dann gehe ich damit, dass manche Bayern-Fans wild sind. Man sollte halt mal weiterdenken wie von 0 bis Mittag, Alter. MLK, haha, wenn Tuchel denkt, was er sagt, ist bald ein Hönes-Trainer. Red Munich vor Bayern-Trainer, damit alles gut, sehe ich genauso. Banja versteht dieses Goretzka-Bashing nicht. Er war öfter auf der Bank und gehört in den letzten Wochen zu unseren besten Spielern. Auch gegen Manchester war das sehr stark. Man sollte Kimmich und Goretzka nicht immer in einen Topf schmeißen. Jeder steht für sich. Ja, da klar steht jeder für sich. Und klar, ich habe auch oft genug gesagt, dass ein Goretzka, wenn die nebeneinander spielen, der defensiv stärkere ist. Ja. So, ich habe es aber gestern auch im Stream genug, denke ich, ausführlich gesagt, wie ich das sehe. Casa, Tuchel war ja direkt angefasst, als er gefragt wurde, ob Pavlovic die Holding Six werden könnte, die er fordert. Wozu ist er eigentlich im Kader? Gleiches gilt für Kretzig und Tell. Buchmann würde das gleiche Schicksal erleiden, wenn er fit wäre. Diese Jungs sind im Prinzip nur dazu da, um im Training die Teams aufzufüllen, und wenn halt ein paar Spieler ausfallen, muss er sie zwangsweise bringen. Hauptsache er kann jammern, dass alle überspielt sind. Ja, so sieht's aus. Ich reiß die Kirche im Dorf gleich ab. Der ist gut, GB. Chico, ich dachte, wieso schneiden Sie den Zettel nicht ab bei der Kappe? Die waschen, putzen ja eh nicht mit der Zahnbürste. Gibt sowieso immer neue. Ja, weiß ich auch nicht. Sah wild aus, oder? Chris, also die Aussage Kirche im Dorf lassen ist wieder typisch. Wenn er jetzt Pavlovic zu viel loben würde, von wegen Holding Six, würde er ja Kimmich schlechter aussehen lassen. Kann einfach nicht eingestehen, wie es ist, weil er dann ja auch einen eigenen Fehler eingestehen müsste. Schade. Nee, warum würde der Tuchel einen eigenen Fehler eingestehen? Tuchel hat doch vor der Saison gesagt, dass Kimmich kein Sechser ist. Also wird er keinen Fehler eingestehen. Snackmonster, Servus. Bricks im Kopf. Haben wir schon gehabt, Bricks? Gerhard Berger, warum wird ein Pavlovic vom Tuchel gleich so gebremst? Dass er da und dort noch Fehler macht. Wann hat der Kimmich das letzte Mal ein perfektes Spiel gemacht? Und das sage ich nicht gegen Kimmich, der für mich ein guter Spieler ist, aber am falschen Platz aufgestellt ist. Ja. GB, wir haben doch nicht fahrig gespielt. Ist er doof oder was? Was? Peter, rein in den Bums. Genau. Peter Pan, da bekommt man ja wieder Depressionen bei deinen Aussagen. Wann wirst du endlich Bayern-Trainer? Weiß doch alles besser als Tuchel. Ja, wenn der Uli mich anruft, werde ich Bayern-Trainer. Kein Problem. Und wenn du Depressionen bekommst, dann guck am besten den Kanal hier nicht. Also ich möchte ja nicht, dass du Depressionen kriegst, Alter. Gerhard Berger, die Stuttgarter haben gut gespielt. Aber mehr als sich den Ball zuzuschieben, haben sie auch nicht gemacht. Und das auch nur, weil das unser Plan war, sie so spielen zu lassen. Jo. Chico, als ich die PK vorher schon gesehen habe, dachte ich bei der Frage zu Pavlo, Thomas, du... Na. Chico. Bricks im Kopf. Kann ich kotze auch nur noch bei Tuchels Aussagen, ich kann nicht mehr. Gebt dir bei allen Aussagen recht, Tuchel raus, ich will das nicht mehr. Der Tuchel muss weg. Ach Leute, kann ich euch doch keine Herzen vergeben. Gut. Kurz und schmerzlos, das waren eure Kommentare, das war meine Meinung zu euren Kommentaren. Wir sehen uns, ja. Gibt ja noch ein Wolfsburg-Spiel. Da gibt's nochmal meine Meinung zu und dann ist ja erstmal Winterpause. Wohlweise Grüße gehen raus.